Ja, salut zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Diesmal absichtlich auf Mundart. Und diesmal zeige ich jetzt euch, wie man am besten ein einfaches Spiel erstellt. Also wir gehen einmal auf freies Spiel, fortsetzen. Ich nehme jetzt extra weniger Hilfe. Nehmen wir irgendein Porträt. Nehmen wir das da, so ein bisschen grün, spielt jetzt absolut keine Rolle. Nehmen wir da irgendeinen Namen. Das nehmen wir jetzt mal raus, weil das sind eigentlich nur die Add-ons. Also im Prinzip haben wir eigentlich die extra mal raus, eigentlich für die Anfänger, die DLCs noch nicht haben. Und da haben wir eigentlich so ein bisschen das Standard auch noch drin. Ja, also am gescheitsten geht er auf Benutzer definiert. Hier kann man eigentlich eingeben, was man will. Aber gebe jetzt mal extra 2070. Ich glaube, das war aber noch eine gute Karte gewesen, aber eigentlich spielt es keine Rolle. Das kann man eigentlich hinterher so lassen, weil da hat er wirklich grosse Inseln eigentlich und wirklich reichliche Ressourcen. Die schießen wir alle raus mit Rechtsklick, dann haben wir wirklich unsere Ruhe. Oder Piraten abstellen, dass wir nicht alle ins Spot angegriffen werden. Das kann man eigentlich hier auch so lassen. Das ist auch gut. Einfach für eine aufdeckte Karte, dass man von Anfang an sieht, was, wie, wo, wenn. Nehmen wir da mal einfach eins. Nehmen wir da irgendwie, dass wir gerade wissen. Genau, muss die Einstellungen gespeichert sein. Wenn wir vielleicht wieder mal so etwas machen. Starten wir einfach jetzt mal das Spiel. Ja, ich erkläre euch jetzt mal einfach wieder, was ihr eigentlich überhaupt am Anfang machen müsst. Also, hier seht ihr euer Kontor. Das ist sozusagen ein bisschen eure Hauptzentrale. Ihr habt hier die grossen Maps. Inseln, sorry. Und hier habt ihr verschiedene andere Inseln. Hier habt ihr noch einen NPC, wo ihr könnt Sachen kaufen später. Und da ist noch einer und hier unten ist auch noch einer. Ja, also wie geht es jetzt eigentlich los? Und was sind da eigentlich die ganzen Anzeigen da auf dem Bildschirm? Also hier oben habt ihr euer Porträt, hier seht ihr euer Geld, das ihr aktuell habt. Das ist die Bilanz, das kommt noch später. Da seht ihr, wie viele Leute das überhaupt haben, also wie gross die Bevölkerung ist. Da ist noch der Einfluss. Hier seht ihr euer Material, wie zufrieden eure Leute sind, ob ihr online seid. Ihr könnt die Tageszeit ändern, wenn ihr irgendwie wollt, dass es Morgengrau oder Nacht ist. Aber ich am liebsten immer Mittag konstant. Hier könnt ihr das Spiel beschleunigen, also wirklich, dass alles schneller läuft. Aber Vorsicht, wenn ihr eine etwas grössere Stadt habt und das macht und nicht viel Geld habt, auf einmal seid ihr ziemlich schnell im Minus, also passt auf. He. Ganz wichtig am Anfang ist natürlich zu wissen, hier haben wir jetzt eine Insel mit Herdöpfel, Weizen, Hopfen und Jagdgründe. Und Lehm, Eisen, Kupfer, Zement und Öl. Also das ist einfach am Anfang gut zu wissen. Soviel ich noch weiss, ist Lehm gerade am Anfang sehr wichtig und später natürlich noch Öl. Blöd ist jetzt natürlich, dass wir hier keine Kohle haben. Aber ja, fangen wir mal an. He? Also das ist wie gesagt euer Kontor und das ist euer Schiff hier. Vielleicht gerade von Anfang an, da wir jetzt gerade gesehen haben, wir haben keine Kohle. Und wir haben auch keine Gegner, könnten wir jetzt im Prinzip sagen, gut, wir gehen jetzt mal da an diesen Strand hier mit dem Schiff. Das ein bisschen beschleunigen. Und warten mal, bis das Schiff dorthin fährt. Und machen dort ein neues Kontor. Und dass wir das eben haben, braucht man Holz und Stahlträger. Kanonen braucht man nicht. Die sind jetzt einfach dabei. Die könnt ihr jetzt eigentlich alle hier reinschießen. Aber machen wir jetzt nicht. So, genau. Sobald ihr Holz und Stahlträger habt,
kommt da die Blaupause oder wie der Geist von diesem Kontor. Und wenn ihr das nicht habt, das Material, dann kommt der gar nicht. Also sprich, wenn ihr jetzt irgendetwas vergessen habt, okay, gut, mal kommt schon, aber ich kann jetzt nicht bauen, weil hier ist nicht das rote Dreieckchen mit 10 Holz. Also sprich, es fehlt euch. Gut, also er kommt wieder zurück, klickt auf das Kontor mit der Maus und geht auf Kontor bauen. So, neue Insel besiedelt, die gehört jetzt euch. Jetzt muss ich überlegen, was das aber war. Ja, da kommt das auch noch später. Jawohl, also. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt sind wir da schon mal abgesichert. Nein, wenn wir etwas bauen, haben wir jetzt das Baumenü und das Schiffsmenü. Im Schiffsmenü seht ihr natürlich alle Schiffe, die ihr aktuell habt. Im Baumenü seht ihr alles, was ihr bauen könnt. Also das ist jetzt Stufe pur. Und jetzt müssen wir einfach zuerst mal eine Straße machen. Alles muss eigentlich hier mit dem Hauptkontor verbunden sein, was Sachen produziert, sonst geht gar nicht. Und jetzt müssen wir zuerst mal Bauern haben. Also bauen wir einfach mal irgendwo einen Marktplatz. Machen dann mal einfach so ein bisschen, wie ich es sonst ging machen. Ich habe da jetzt eine Straße. Und dann ziehen wir da mal so einen 6er-Block auf. Baut nicht ganz schnell und zu viel aufeinander, weil auf einmal habt ihr zu wenig Geld und zu wenig Holz. Und es müssen immer Strassen zu den Häusern gehen, sonst geht gar nichts. Und sie müssen immer eine Verbindung haben zu diesem Marktplatz. Also die haben natürlich Bedürfnisse. Im Moment ist es nur der Marktplatz, später wollen sie noch Fisch und Arbeitskleider. Also das hier wäre ja die Straße, das ist der Marktplatz, das sind die Bauernhäuser und das Lagerhaus. Das ist im Prinzip wie das hier, nur am Anfang noch ein bisschen kleiner. Das braucht ihr, damit überhaupt Sachen abgeholt werden, die produziert werden. Also sprich, ihr müsst jetzt so Holz haben. Das machen wir etwa hier so. Bauen wir mal 2 Holzfabriken da. Also ich müsst zuerst die Holzfäller her tun und ein Sägewerk. Das Sägewerk muss immer nebendran kommen. Und dann tut im Radius von diesem da hier, sobald die Bäume da sind, gibt er das Zeug versagen. Also dieser da hier tut natürlich Bäume in diesem Umkreis umlassen. Also der kann nicht weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch hier ein anderes Gebiet her tue, na warte, das sieht man natürlich jetzt noch gar nicht. Jetzt excuse. Genau. Also das muss jetzt zuerst mal parat gemacht werden. Zuerst müssen die Bäume wachsen. Ein bisschen. Sobald der Balken voll ist, wird er den verschaffen. Also jetzt ist noch rot, weil der hat noch gar keine Bäume zur Verfügung, das Sägewerk. Genau, jetzt fehlen Waren, aber die kommen jetzt. Müsst ihr halt ein bisschen Geduld haben. Könnt ihr hier eben, wie gesagt, ein bisschen Zeit vorspulen. Also der hier ist schon parat. Wie gesagt, er schafft 100%, also Produktivität ist bei 100%. Aber wenn ihr jetzt da irgendein Häuschen reinschiesst, gibt er natürlich Achi, weil er weniger Böden zur Verfügung hat. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ich könnte da noch Häuser her tun, dann wird hier natürlich Produktivität runtergehen. Natürlich weniger Häuser zur Verfügung hat. Also schaut immer, dass der Radius vom Holzfäller frei ist und da nicht noch andere Gebiete dazwischen sind. Und eben immer machen, dass ein Weg hier zu diesem Kontor geht. Also ihr könnt natürlich auch hier ein Lagerhaus her tun, aber seht, wenn ich jetzt dann natürlich das hier jetzt nachher tue, dann gibt die Produktivität runter. Und wenn ihr jetzt wollt, dass da natürlich schneller Sachen abgeholt werden, weil sobald der hier Bretter fertig hat,
geht er da mit dem Rosskarren hier bis zu dem, da bringt das dort ins Lager. Das ist momentan das nächste Lager. Aber ja, jetzt hier noch eins her da. Wenn ich das mit der Straße verbinde, dann bringt das nachher hierher. Das ist natürlich näher und dann hat er natürlich schneller Holz gesammelt jetzt als da hier. Und das hier ist eigentlich im Prinzip das gleiche wie das da, aber das ist das Hauptkontor und zum Beispiel, wenn ihr das nicht mehr verliert, dann habt ihr auch die Insel sozusagen fast verloren. Weil das ist einfach das wichtigste Gebäude eigentlich vom Ganzen, weil das ist, euer Hauptlager ist dort und alles. Und alles, was hier noch kommt, das seht ihr natürlich auch hier. Also sprich, ihr seht alles an Waren, hier seht ihr alles, was von den euren Leuten konsumiert wird, hier ist alles zum Bauen, hier sind alle Rohmaterialien, hier sind alle landwirtschaftlichen Materialien und dann wären noch Zwischenprodukte, aber habe ich ja jetzt noch gar keine. Also ich mache jetzt hier noch eine Straße so. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon 30 Holz, das wird jetzt langsam hingehen. Und als nächstes brauchen wir Fisch. Die anderen Anno-Teile hat man auch im Meer raus bauen, aber wir sind im 18. Jahrhundert, also das ist einfach halt noch nicht möglich. Bauen wir einfach mal ein Fisch. Züchtli da. Als nächstes brauchen wir dann noch Herdöpfel. Für das gehe ich etwa mal eins da über, weil das braucht dann halt ein bisschen Platz mit der Zeit. Machen da einfach mal einen so ringsherum Weg. Dann müssen wir jetzt erstmal Herdöpfel ansetzen. Dann machen wir das mal so. Dann tun wir 2 Distillerien nebendran. Dann mal Felder setzen. Also ihr müsst hier auf das Haus gehen und dann geht ihr hier auf das Feld und dann könnt ihr das Feld ziehen. Und ihr seht, es können maximal 72 hergetan werden und mehr nicht. Später gibt es die Möglichkeiten für noch mehr. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wie ihr das eigentlich macht, spielt eigentlich keine Rolle. Ihr müsst halt einfach ein bisschen überlegen und denken, es wird einfach irgendwie mehr Platz brauchen, das Ganze, desto mehr das ihr habt. Warum das jetzt da die Hämmer kommen, das heisst, ich habe momentan zu wenig Mitarbeiter. Also sprich, ich muss mehr Häuser haben. Aber wir warten jetzt noch gerade ein bisschen. Nein gut, es wird nicht höher raufgehen. Überall sind 8 Leute drinnen von 10 und ich gehe nicht rauf, solange sie nicht mehr Arbeitskleider haben. Und ich kann aber jetzt momentan noch nicht mehr Arbeitskleider machen, weil ich schon da zu wenig Häuser habe. Also kann man jetzt zum Beispiel Shift drauf bleiben auf der Tastatur und hier drauf gehen und dann werden gerade alle pausiert, also die arbeiten dann nicht mehr. Und dann haben wir dann wieder ein Plus mit den Arbeitern, weil eben dann arbeiten sie hier ja nicht, also immer sozusagen blöd gesagt Arbeitslose. Aber wir machen jetzt gleich heute schnell da hier die Felder fertig. Also wie ihr seht, ich kann hier nicht über die Straße gehen, das ist schlichtweg nicht möglich. So. Und sobald wir nämlich das haben, hätten wir das schon mal ausgesorgt mit Alkohol. Und jetzt gehen wir mal hinter die Kleider. Ja, die machen wir jetzt halt mal da ein bisschen weiter runter. Die da noch ein Lagerhaus her, damit da auch wieder schneller. Ja, das können wir gerade da her tun. So. Und hier braucht es aber nicht Pferchen. Die brauchen aber nur 3. Also es braucht nicht wahnsinnig viel Platz. Zack, zack. Und dann seht ihr ja hier, für Kleider braucht es so Schafswolle. Also müsst ihr zuerst einen Schäfer einbauen und dann erst könnt ihr die Weber einbauen. Die muss nicht zwingend nebendran sein. Die muss einfach in der Nähe sein von einem Lagerhaus. Also das Lagerhaus hat eine bestimmte Reichweite. Das sieht man hier an der grünen Weglinie. Also wenn ich jetzt da hinten die Schäferei würde her tun, siehst du, die geht bis dahin. Und weiter geht es nicht. Und das Lagerhaus kann nicht bis zu dem, weil er einfach zu weit weg ist.
Also der wird wohl produzieren, wenn er natürlich nah genug ist. Also ich könnte jetzt so hier drauf gehen, einfach versetzen. Und zack, siehst du, er wäre jetzt nah genug. Er will jetzt natürlich, das gehört da nicht dorthin. Schließen wir das ab. Das könnt ihr hier mit dem Hammer machen. Da könnt ihr alles abreißen, was ihr nicht mehr braucht. Mit der Hand könnt ihr ganze Gebäude versetzen, dorthin, wo ihr wollt. Mit der Pipette könnt ihr Gebäude kopieren. Jawohl. Also hier könntet ihr eigentlich noch andere Sachen drin tun. Also zum Beispiel irgendwie, wenn ihr sehr viel müsst, Schnapsbrennereien bauen und so Sachen. Mit Rechtsklick könnt ihr die wieder rausnehmen. Ja. Oder jetzt wird doch leider produziert im Moment. Das Problem ist, wir haben immer noch zu wenig Leute. Also der mag gar nicht wirklich nachher. Also machen wir noch einen 6er Block. Dann machen wir da noch einen 3er. So. Dann noch einen Häuser her. Also wie ihr eigentlich die Häuser baut, spielt eigentlich auch keine Rolle. Also es ist natürlich platzeffizienter und spannender, wenn ihr natürlich eine gewisse ja, da ein bisschen drauf guckt. Ja, logisch sind sie jetzt unzufrieden. Die haben natürlich jetzt noch nicht alles bekommen, was sie wollen. Also sprich, jetzt habe ich wieder mehr Dorfbewohner bekommen. Jetzt hat es mir auch neue Gebäude freigeschaltet. Ja, und dann natürlich in der Zeitung. Das könnt ihr lektorieren. Aber das wird nicht den Einfluss kosten. Das zeige ich euch auch noch gerade. Habe aber einfach noch keinen Einfluss. Einfluss bekomme ich im Moment nur, wenn ich mehr Investoren habe. Und so weit sind wir natürlich noch nicht. Also wir können jetzt da noch nicht gross machen. Jetzt machen wir noch eine Feuerwehr, weil sobald es brennt, werden die löschen. Wir brauchen jetzt auch schon ein Wirtshaus. Das sehe ich hier. Das ist vor allem einfach für die Zufriedenheit. Dass die steigt, die Bedürfnisse sind eigentlich schon alle erfüllt. Das braucht es jetzt noch gar nicht zwingendermaßen, aber dass natürlich die Leute auch zufriedener sind und hier auch mehr kommen, muss natürlich irgendwann die Zufriedenheit auch gesteigert werden. Also wir tun jetzt sogar die ganzen Gebäude wieder auf, dass die wieder arbeiten. Ich sehe jetzt gerade, Arbeitskräfte werden jetzt langsam steigen. Klar, hat es jetzt noch mehr gebraucht, also wir haben jetzt noch mehr zu wenig Arbeitskräfte gehabt, aber da jetzt hier gewisse Sachen produziert werden, wird das jetzt schon langsam aber oder aufgehen. Also wir können jetzt eigentlich alle sagen, gut, ich arbeite jetzt mal 20% ein bisschen mehr. Produziert mal ein bisschen von allem ein bisschen mehr. Das wird jetzt natürlich hier auch ein bisschen Einfluss haben. Aber sobald die jetzt da Schnaps bekommen, ist da dann mal ein bisschen Ruhe. Und jetzt zum Schauen, ob man wirklich genug von diesen Feldern und Gebäuden haben, kann man dann hier auf den Blitz gehen. Da sieht man, im Moment haben wir ein Bedürfnis 1 von 1 und Produktivität von 3 von 3. Also sprich, wir haben genug Produktivität an Schnaps, damit das Bedürfnis hier von den Leuten erfüllt wird. Also sprich, das was hier ist das, was die Leute brauchen, und das ist hier das, was gemacht wird. Also wenn da hier natürlich die Zahl hier höher ist als die hier, dann müsst ihr mehr bauen. Und hier habt ihr natürlich noch ein bisschen kompliziertere Diagramme, wo natürlich jetzt hier zum Beispiel sehen wir natürlich, dass wir zu wenig Herdöpfel hatten in den letzten paar Minuten. Das nicht hätte nachher mögen. Also ich glaube, Herdöpfel sehen wir da eben gar nicht. Nein. Hier würde man jetzt noch das Lager sehen. Oh, jetzt braucht er natürlich 3-mal mehr Herdöpfel, das ist ganz klar. Ja. Und der hat jetzt natürlich so viele Häuser zu ringsherum, weil der hat am Anfang etwa 2 Karren, die da Zeug abholen, und der mag eigentlich gar nicht nachher. Aber ich kann ihn auch nicht erhöhen, weil mir Arbeiter fehlen. Wir ja nochmal für die Bauern. Also tun wir da noch so eins her, damit da ein bisschen vorwärts geht. Jawohl, genau. Jetzt könnten wir ja schon Arbeiter haben. Alles ist erfüllt. Ich bin jetzt zufrieden. Da kann ich hier auf das Häuschen gehen und hier auf den Pfeil. Zack, haben wir schon die ersten Arbeiter.
Und sind wir eine Stufe aufgestiegen. Das sehe ich dann hier, was die schon alles bauen können. Ihr könnt aber auch das hier nehmen, da könnt ihr gerade alles miteinander, was verfügbar ist. Ihr könnt nicht alle, sondern immer noch eine gewisse Anzahl. Ist jetzt aber blöd, weil ich darf nicht alles erhöhen, weil sonst fehlen mir dann wieder Bauern. Also ich müsste ein bisschen aufpassen, dass ihr das macht. Also sprich, ich muss jetzt hier wieder ein paar zurücksetzen, weil sonst haben wir effektiv zu wenig Bauern. Also wir machen jetzt mal schön eine kleine Handvoll Arbeiter, dass es vielleicht gerade reicht, für das hier zu bauen, weil die brauchen dann natürlich noch Arbeiter und all das Zeug. So. Ich denke, das reicht mal gerade vorläufig. Und dann tun wir das hier wieder ansetzen. Wenn ihr da natürlich Produktivität aufsetzt, dann müsst ihr natürlich auch damit rechnen, dass die Zufriedenheit sinkt. Also das wird dann hier Einfluss haben. Wenn die Leute nicht zufrieden sind, dann werden weniger kommen und weniger arbeiten und ja, wird nur Lampen und Theater. Momentan ist auch die Bilanz jetzt, wie gesagt, im Minus, weil wir zu viel Geld müssen ausgeben, das wir gar nicht haben. Also irgendwann werden wir bankrott sein, wenn das nicht endlich ins Plus steigt. Das können wir noch mehr erreichen, in dem Sinn, wir eben natürlich würden jetzt Sachen verkaufen für mehr Geld oder eben schauen, dass wir natürlich mehr Bewohner haben, dass die Steuern, also dass es mehr Steuern gibt. Also ich muss jetzt halt wieder ein paar Häuser bauen. Könnt ihr einfach mit der linken Maustaste draufbleiben und ein bisschen nachziehen. Jetzt seht ihr, jetzt ist eins unsichtbar geworden, das heisst, ich habe zu wenig Material für das Haus zu bauen. Also ich kann hier drauf gehen und seht, es braucht 2 Holz. Hat jetzt zwar gerade wieder gegeben. Für den hat es jetzt noch gelangt, für den längt es jetzt noch nicht. Ich muss jetzt zuerst warten, bis das Holz kommt. Wird jetzt aber momentan noch das Problem sein, dass das nicht kommt, weil wir natürlich zu wenig Mitarbeiter haben. Also sprich, ich habe eigentlich schon ein bisschen zu schnell das Ganze gemacht. Also wir werden jetzt hier die Häuser wieder absetzen. Und dann wird das hier wieder ein bisschen auf ein Plus kommen. Aber ich habe ja noch mehr Häuser bauen, also die werden jetzt dann an dies nach auch. Wird das jetzt hier raufgehen. Es braucht einfach aber gerade einen kleinen Moment. Sprich, ich habe, seht ihr hier jetzt noch 5 von 10, da hat 6 von 10, die werden jetzt nach dies nach alle aufsteigen. Genau. Und die Bilanz wird jetzt langsam wieder steigen. Also um das ein bisschen zu beschleunigen, können wir natürlich noch ein bisschen mehr Häuser bauen. Aber eben, desto mehr Häuser sie bauen, umso mehr Fisch wird es auch hier brauchen. Also ich sehe jetzt momentan haben wir viel auf, also wir haben ein Plus an Fisch, also es wird sicher vermutlich genug produziert. Können wir jetzt aber auch ein bisschen nachschauen da. Genau, also momentan sind wir sehr stabil mit dem Fisch. Wir müssen nicht noch mehr Fischereien bauen, also es reicht immer noch mit einem, theoretisch. Da wir ja schon Arbeiter haben, jetzt ist noch eine Quest gekommen. Genau, die wollte jetzt, dass wir ein Foto vor Feuerwehrwache machen. Also, wenn ihr dann ein Foto machen, kommt dann das Bild. Dann könnt ihr dann mit der Pfeiltaste euch bewegen. Fahren wir da zur Feuerwehrwache, machen das Foto. Gut, Foto abschicken, Quest erfüllt. Jawohl, jetzt haben wir eine Belohnung bekommen. Irgend so einen Walfänger. Sorry. Jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir wieder genug Arbeitskräfte. Jetzt sind auch die ganzen Hämmer fort. Die Bilanz ist auch schon auf 46 von 100 Tage gesunken. Ist jetzt auch schon besser. Jetzt könnten wir mal schauen, dass es den Arbeitern mal ein bisschen besser geht. Aber die wollen jetzt natürlich noch Wurst. Und für Wurst brauche ich eine Schweinezucht. Aber eben, ich brauche dort jetzt 30 Bauernarbeitskraft wird es mir abziehen. Ich habe momentan 40. Also, ich kann jetzt einen bauen. Seht ihr, jetzt habe ich nur noch 12. Und ich muss, das habe ich jetzt vorhin gesagt, 5 Pferchen muss ich her tun. Mehr kann ich gar nicht.
Genau. Und jetzt noch für eine Metzgerei bräuchte ich 50 Arbeiter. Nicht Bauern, sondern Arbeiter. Ich kann es her tun, aber es kann nicht gebaut werden, weil erstens einmal, ich habe zu wenig Ziegel und zweitens hätte ich zu wenig Arbeitskräfte. Also ist jetzt so eine Blaupause gekommen, die kann ich dann hier drauf gehen, sobald ich genug Ziegel habe. Aber für Ziegel muss ich natürlich zuerst alles andere bauen. Also ich werde jetzt die Schweinezucht mal pausieren, weil im Moment braucht es die noch gar nicht. Also ich muss jetzt zuerst mal Lehm haben, weil die höheren Gebäude brauchen jetzt eben schon Ziegel und nicht mehr gross viel Holz. Für eine Lehmgrube kann ich hier drauf, da seht ihr überall da die Symbole. Das ist aber Öl, das ist Lehm. Wenn ihr noch mehr wollt suchen, geht ihr einfach hier drauf. Da seht ihr überall die Lehmgruben. So. Ah, das ist eine Steinstrasse, kann ich noch nicht bauen. Da habe ich einfach keine Ziegel. So, voilà. Ihr seht jetzt, er ist zwar dort hin, aber er kann einfach nicht bis da hin. Und da ich dann nicht noch einmal ein Kontor bauen, ziehe ich einfach etwa in die Mitte. Dann haben wir alle etwa gleich weit. Das stimmt es nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich zu wenig Arbeiter. Sprich, ich sollte jetzt anstatt die erhöhen, sollte ich jetzt vielleicht zuerst ein paar Bauernhäuser bauen. Einfach mal das hier erhöhen. Weil sonst haben wir dann eher wieder zu wenig Bauern. Also machen wir noch einen Sechser. Also ihr seht, ihr müsst immer wieder ausbauen, weil sonst kommt ihr nicht vorwärts. So. Jetzt schauen wir da mal, dass das etwa mindestens auf 50 raufgeht. Machen wir da mal 3, 4, gut. Da steigt es, da sinkt es. Aber da wird es jetzt wieder steigen, weil ich ja schon wieder gebaut habe. Wir müssen wieder schauen, ob wir eigentlich immer noch genug Fisch haben. Ja, ist noch gut. Wir müssen schauen, ob wir genug... Ob die Herdöpfel momentan ist ziemlich gut mit Herdöpfel. Mit dem Schnaps sieht es immer noch stabil. Wie sieht es mit der Wolle aus? Ist auch stabil. Und wie sieht es mit den Kleidern aus? Weil da braucht es immer massig viel. Ja, ist auch gut. Ja, also wie ihr seht, im Moment ist alles stabil. Eigentlich sollte sie vor allem genug haben. Das ist natürlich dem Jammer, weil es natürlich da hier das Kontor hier natürlich zu weit weg ist. Ja, müssen wir jetzt aber auch trotz allem noch eins her tun. Nehmen wir halt da noch eins her und die halt das noch ein bisschen verschieben. So, voilà. Das ist jetzt schon am Lehm am Produzieren, sprich ich kann jetzt eigentlich schon eine Ziegelei her tun. Und die tun jetzt halt gerade da nebendran. Wieder schauen, ob wir hier wieder genug Arbeiter haben. Ja, haben wir, aber es hat noch nicht so viel. Sprich, die werden jetzt erst aufsteigen, sobald wir eine Metzgerei haben. Ihr habt jetzt vielleicht gar nicht gross geachtet, ob ihr jetzt eine Metzgerei hättet bauen oder nicht, theoretisch. Also könnt ihr jetzt hier drauf gehen und hier schauen. Wenn dann hier bei unter 0,1 Doppelpunkt 00 ein 0 steht, dann habt ihr noch Käse von diesem Gebäude gebaut. Bei Ziegelei gesehen, ich habe eine Lehmgrube. Es steht ja auf dieser Insel 1. Also sprich, ihr habt einfach ein Gebäude gebaut. Von dem 0, also gut, kann ich ja noch eins her tun. Habe ich aber ja schon gemacht, aber ich kann es noch nicht bauen, da mir ja immer noch die 5 Ziegel fehlen. Wird schon produziert, habe von einen. Es wird mir ja immer wieder 80 $, sage ich jetzt mal, wird mir das ja immer kostet, jetzt mal ab monatlich. Es braucht auch 50 Arbeiter. Immer noch, habe ich ja auch noch immer noch zu wenig. Also ich muss jetzt so schauen, dass die Bilanz so gut bleibt. Die ist jetzt mal dann plus 14. Wenn ich das baue, wird die dann gerade sofort nachgehen, weil ich habe ja dann minus 80 und auch zu wenig Arbeiter. Aber ich habe 74 Bauern, also im Plus. Bauern habe ich insgesamt im Moment 300, fast 380. Also probieren wir mal, dass ich da auf etwa plus 60 bei den Arbeitern komme. So, jetzt haben wir halt noch ein paar Hütteln her. Ups,
Jetzt habe ich es gerade falsch gemacht. So, am besten die Ecke. Auf, zack. Da müsst ihr nicht mit der Maustaste drauf bleiben, weil sonst geht es nicht. Einfach einmal klicken und dann ringert sie. Allemal ist jetzt so gegangen, aber man sieht es eben auch nicht. Wenn ihr einfach drauf bleibt, dann zeigt es euch natürlich den Weg. Und wenn ihr drauf bleibt, ja okay, das ist scheisse. Das spielt keine Rolle. Aber sie haben es einiges einfacher gemacht als zum Teil der Autonos. So viel ist klar. So, ich muss jetzt einfach zuerst warten, bis da genug Bauern kommen, damit ich dann auch mehr Arbeiter bekomme. Wir tun jetzt da mal... Die kann ich nicht aufhören, weil die einfach noch die Bedürfnisse nicht alle komplett erfüllt haben. Also sprich, das Wirtshaus ist nicht erfüllt, weil das einfach effektiv auch zu weit weg ist. Genau, ihr seht, hier ist es schon ein bisschen hellgrün, noch ganz durchsichtig grünlich, also sprich, es reicht einfach schon nicht mehr. Dann müssen wir da halt noch einmal den Top 1 her tun. So, voilà, jetzt ist da wieder schön grün, die Straße, sprich, er ist wieder zufrieden. Und aber auch Marktplatz lenkt gar nicht mehr. Also tun wir da noch einen Marktplatz her. So. Das ist dann, wenn ich dort oben noch mehr Häuser baue, ist das dann auch erfüllt. Also ich könnte jetzt das eigentlich so bauen, wie ihr wollt, müsst ihr nicht genau so machen, wie ich das mache. Nachher müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt geht das rauf, das hier wird jetzt auch langsam ein bisschen gehen. Ah, jetzt sind wir da schon langsam auch ein bisschen das Problem mit den Kleidern. Jetzt müssen wir da schnell gucken. Der hier hat jetzt momentan... kann nicht produzieren, weil das Lager voll ist mit Herdöpfel. Da kann ich da gucken, jawohl, Herdöpfel sind bumsvoll. Also sprich, ich könnte jetzt dem sagen, er soll dafür mehr Schnaps machen. Ich kann er auch nicht, weil ich keinen Platz mehr habe im Lager. Ich kann aber das Lager erhöhen, indem ich hier auf das Hafensymbol gehe. Da könnte ich jetzt noch eine Schiffswerft bauen, Hafenmeisterei oder eine Verteidigung. Aber ich will jetzt ein Depot haben. Ich will mehr Platz in meinem Lager. Bauen wir mal 2 andere her. Eins ist einfach gebaut worden, für die anderen habe ich noch zu wenig Ziegel. Gut, dann wollen wir die Zeitung veröffentlichen. So, nachher. Musik schauen. Ja, es ist noch stabil. Da muss man immer wieder ein bisschen Acht drauf geben, sobald man mehr Häuser gebaut hat. Vorher haben wir ja gesagt, wegen den Kleidern. Jawohl, jetzt ist der langsam aber oder an seine Grenzen gekommen. Also sprich 4,4. Also ich kann jetzt sogar neues Kleider bauen, weil ich ja da noch einen Überschuss haben will. Es steht ja 2 von 4, also ich kann noch halt, ja, noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, genau. Da, wir könnten jetzt eigentlich die Metzgerei bauen, müssen wir aber noch genau, müssen wir gerade warten, weil ja verfangs es bloß 14 in der Bilanz oben und hier zieht es mir minus 80 ab, also ich würde dann wieder ins Minus runterfallen. Okay, nein, ich muss es machen, weil sobald die Arbeiter Fleisch bekommen, werden die ja zufriedener oder werden dann eigentlich auch die Einnahmen eigentlich steigen und ich kann dann hier auch anderes Zeugs bauen, sobald ich mehr Arbeiter habe. Ja, also gesagt, jetzt hier ist natürlich sehr knapp alles, also wirklich sehr knapp. Also wir müssen wieder mehr Häuser bauen. Jetzt ist natürlich auch die Einnahme, die runtergeht. Habe ich ja vorhin gesagt. Weil die Metzgerei kostet ja konstant minus 80. Und darum bauen wir jetzt mehr Häuser, damit wieder die Einnahmen steigen. Und noch jetzt die Fischerei kontrollieren. Ja, jetzt machen wir schon nicht mehr nach. Also jetzt ist es schon knapp. Sehr knapp. Also bauen wir noch eine Fischerei her. Ja, und
haben wir dann auch später ein Problem mit dem Platz, sehe ich gerade. Ja, warten wir jetzt auch noch gerade. Wieder eine Strasse her tun. Ja, also wenn ihr da immer so ein bisschen auf die Sachen achtet mit Bilanz und mit der Produktivität, dann seid ihr eigentlich immer so ein bisschen im grünen Rahmen. Also wenn ihr einfach drauf losbaut, werdet ihr ziemlich schnell ins Minus kommen, wenn ihr nicht aufpasst. So, und die werden jetzt später auch Brot brauchen. Ne, das ist schon da, seht ihr. Das ist jetzt gekommen, weil ich jetzt genug Arbeiter bekommen habe. Und wir schauen jetzt einmal. Minus 20 Bilanz ist gut. Wir haben genug Bauern. Können wir bauen. Also das machen wir da mal hierher. Und das braucht immer massenhaft viel Platz. Die Felder. So, das ist gut. Wir haben immer noch genug Bauernbilanz. Ist auch noch gut für eine Mühle. Wir haben auch genug Material zum Bauen. Machen wir das jetzt hierher. Jawohl, da wird erst produziert, weil der WC hat. Und wie sieht es mit der Bäckerei aus? Genau, also ihr seht ja schon, es kommt ja schon ein rotes Dreieck, das warnt, hey, du hast eigentlich zu wenig Geld. Also, du hast zu wenig Einnahmen. Geld haben wir ja 50'000, aber es wird irgendwann ins Minus gehen, wenn wir jetzt da noch eine Bäckerei her tun. Und wir haben ja zu wenig Arbeiter. Also sprich, ich muss jetzt zuerst mehr Arbeiter haben und ich muss auch schauen, dass meine Bilanz wieder aufgeht hier. So. Ich gehe jetzt hier auf die Bauern. Hier das hier ein bisschen im Auge haben. Also ist das extra separat. Also das wird jetzt auf doppelt so viele Leute drin haben. So. Jetzt wird die Bilanz steigen, weil die Arbeiter können mehr Steuern, höhere Steuern zahlen. Ja, jetzt muss ich aber aufpassen mit der Wurst, dass die plötzlich nicht... Ja, das sieht noch tipptopp aus. Die Schweinezucht ist schon an ihre Grenzen gekommen, langsam. Also mehr kann sie schon gar nicht mehr. Und das muss ich auch mal haben, weil die Bauern brauchen eben genau gleich all das ganze Zeug da. Jawohl, das sieht ja alles noch perfekt aus. Also desto höher da so die Häuser sind, desto weniger brauchen sie von alten Sachen und dafür auch wieder neue. Also ihr seht ja, er hat jetzt neue Brot noch bekommen, später kommt dann noch Seife. Also jetzt gehen wir noch schauen, ob jetzt eine Bäckerei... Ja, jetzt darf ich eine Bäckerei bauen. Also nehmen wir die her. So, jetzt können wir auch eine Kirche her tun, haben aber zu wenig Ziegel. Also sprich, das soll mal ein bisschen arbeiten da. Wenn mehr Zement abgebaut wird, dann kann mehr Ziegel hergestellt werden. So. Das wird jetzt terrassiger raufgehen, da ja 50% mehr arbeiten. Das tun wir aber dann wieder runter. Ja, Segel brauchen wir jetzt momentan nicht, da wir ja gar keine Schiffe brauchen. Wir haben ja immer noch eins. Platz haben wir eigentlich vielen Orten fast keinen mehr. Also wir können jetzt eigentlich sagen, die Sägerei kann jetzt mal Pause machen. Wir haben genug Bretter, wir haben Überflussbretter. Es ist voll, also mehr können wir nicht machen. Die Holzfällerei darf dafür mal ein bisschen mehr arbeiten. Oder muss halt noch ein bisschen. Nicht mehr, aber muss einfach noch ein bisschen. Wir warten jetzt einfach mal, bis wir genug Ziegel haben. Ich könnte jetzt natürlich auch noch eine her tun. Machen wir jetzt auch, weil wir werden immer mehr Ziegel brauchen später. Mal gucken, was das nächste ist. Das ist auch natürlich auch schon nur das. Dann muss ich da wieder eine Strasse hier ansetzen, das reicht schon. Also passt auf, sobald ihr hier Brücken hergemacht werden, die brauchen auch viel mehr Holz als normal. Aber es geht ja nicht ohne. Ich gehe extra bis da hin. Also Holz in meinem Geld. Die normalen Wege kosten Geld und nicht Holz. Aber ich glaube... Mal, die Brücke kostet die 20 Holz zum Beispiel. Mal, das ist schon so, mal dann ist schon recht, genau.
Ich muss jetzt hier ein Lagerhaus her tun, sonst kann ich ja da nicht arbeiten. Und jetzt werden wir dann extrem viel Lehm haben. Das ist auch noch alles im Plus. Also im grünen Bereich, sprich die Bilanz ist immer noch gut, hier ist immer noch alles gut. So. Jawohl, also jetzt haben wir schon 14, also es ist schon massiv gestiegen. Wir könnten eigentlich schon wieder mehr Arbeiter haben. Wir haben im Überfluss Bauern und von denen werden wir jetzt ein bisschen weniger brauchen. Ist gerade wieder eine Quest gekommen. Jawohl, wenn ich jetzt da drauf klicke, zeigt er mir etwa, wo da seine Kollegen sind. Finden und holen Sie die Kameraden der Arbeiter. Also ich muss jetzt die da suchen. Die sind da irgendwo versteckt. Okay, ich finde es jetzt nicht auf Anhieb. Also wenn ich da drauf gehe, dann okay, sie könnten bei einem Wirtshaus sein. Das ist jetzt das Wirtshaus. Drehen wir mal die Kamera. Da, genau. Wir müssen manchmal halt auch etwas dafür machen. Also wenn ich da drauf gehe und die Hand kommt, könnt ihr sie gerade nehmen. Weil da hier kommt ja keine Hand, also das sind auch nicht die, die ich suche. So, gefunden, Quest erledigt, abgeschlossen. Voilà. Gehen wir zurück. Wie sieht es da aus mit dem Lehm und Ziegeln? Ziemlich gut. He? Jawohl, wir haben das, was gebraucht wird. Das ist alles im grünen Bereich. Gehen wir noch hier ein bisschen schauen. Weil es braucht immer extrem viel Schnaps später. Okay. Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Noch grad. Kleider ist alles im grünen Bereich. Das ist schon mal gut. Da Wolle werden wir jetzt gerade wieder eine müssen machen, wo später wird der irgendwann nicht mehr nachher mögen. Den muss wir haben. 3 von 3 mehr geht gar nicht, logisch. Jawohl. Okay, machen wir da noch ein paar Arbeiter. So, jetzt kann ich dann gleich gerade Kirche bauen bei 25. Die Bilanz ist ja auch im grünen Bereich. Da brauchen wir aber keine Arbeiter, weil das nur rein für das Bedürfnis zu stillen ist, die Kirche. Für einen Glauben. Für einen Glauben zu erfüllen. Ja, upsala. Das mal ein bisschen spulen. Da, so. Wenn ich die Mausrädchen runterdrücke, dann kann ich auch die Häuser drehen, also das Gebäude. So, jetzt hat er perfekt Platz gehabt. Ich könnte jetzt schon Steinstrassen her tun, dann läuft auch alles viel schneller. Also die können schnell drauf laufen. Also das ist jetzt bei den Leuten nicht wichtig, aber hier bei den Produktionsgebieten. Wenn ich jetzt genug Ziegel habe, aber eigentlich nicht so viel und das jetzt hier her tue, ich werde sehen, sie laufen deutlich schneller als auf normalen Wegen. Also die sind schon schnell, wo die Zeit schnell gespult wird. Aber richtig schnell sind sie immer noch nicht. Also ihr seht gerade, wie der Speed kommt, sobald er hier auf die Straße, also auf die befestigte Straße kommt. Das ist schon ein Vorteil. Aber wir können jetzt hier nicht alles hier mit Steinstraßen ausbauen, wir haben einfach zu wenig Ziegel. Aber ich muss jetzt auch aufpassen. Ich habe ja vorhin einmal die Produktion von Ziegeln aufgetan. Hier. Also das würde mir eigentlich minus 18 Zufriedenheit abziehen. Aber ja, Gott sei Dank noch alle Bedürfnisse erfüllt, also sie sind immer noch recht zufrieden mit mir. Also die haben ja jetzt auch die Kirche bekommen. Die zwei sind natürlich safe, später wollen sie noch Bier und eine Schule. Also mal schauen wir jetzt mal, dass sie safe bekommen. Ja, für Safe brauche ich jetzt Säue, also das Fett von diesen Säuen.
Dann gibt es noch eine Vasenmeisterei und eine Seiderei. Also wir werden jetzt mal schauen. Okay, kann ich nicht bauen, weil ich habe zu wenig Stahl. Also ich werde 8 Stahl schon nur für die 2 Gebäude brauchen. Für alles andere sieht es im Moment stabil aus. Also ich müsste ja eigentlich 90 insgesamt Arbeiter haben. Habe ich mehr als genug Bilanz. 90 müsste ich auch noch haben, wenn ich beides zusammenrechne. Und vielleicht müsste ich dann noch eine Schweinerei, also eine Schweinezucht haben. Könnte sein, dass der einfach knapp wird. Also tue ich vielleicht mal vorgängig noch mal ein bisschen Häuser bauen, damit wir dann später nicht zu wenig haben. Tun wir da noch ein Haus 2 Uhr hin. So, voilà. Okay, tun wir da noch 2 Häuschen her. Noch schauen, ob das stabil bleibt. Jawohl, Fisch brauchen sie einfach nicht so extrem viel im Moment. Das ist schon alles tiptop. Ja, ich weiß, dass es voll ist. Schnaps ist schon sehr gut. Wie sieht es jetzt da mit Fleisch aus? Die Schweinerei. Okay, die Wurst. Also, der Metzger macht genug Würste. Säulen haben wir schon einfach knapp. Okay, das wird dann garantiert zu wenig haben, wenn ich jetzt da den Siff herstellen. So, machen wir das vorgängig. Wir müssen aufpassen, also die Bilanz ist jetzt auch gestiegen, wir haben jetzt wieder mehr Leute, es ist alles wieder im Plus. Wir müssen jetzt den Stahl haben. Für Stahl, da brauche ich Eisen. Also ich sehe, wir müssen da auch wieder aufpassen mit Bilanz und mit den Bewohnern und allem drum und dran. Zieht nachher aber auch ich kann es nicht mehr sagen, Attraktivität ab. Scheiß Wort. Das heisst, Umweltverschmutzungen haben wir noch kennen, aber Unorte wie Schweinezucht und Metzgereien ziehen Attraktivität ab von Inseln, also es werden später weniger Touris auf die Insel kommen, ist jetzt im Moment nicht relevant. So, ich brauche jetzt da Eisen und das Eisen ist natürlich scheiß weit weg. Also müssen wir da mal zuerst eine Strasse hersetzen und ich sehe da irgendwie einfach von lauter Bäumen fast nichts. Ja, jetzt brennt es natürlich schon. Ah, das ist hier. Scheiße, gut, keine Feuerwehr in der Nähe, sofort den her. Die wird dann auch schon löschen. Sonst kann man es immer noch neu bauen. So, voilà, machen wir das mal so, weil das wird dann noch mehr Gebäude brauchen. Ja, jetzt haben wir schon das Problem, wir haben keine Kohle auf der Insel, aber schaut da, der Sammy Klaus ist gekommen. Wo ist der Sammy Klaus? Sammy Klaus, da ist er ja. So geil. Hat er bis jetzt auch noch nie gesehen. Nur im Forum haben wir gesehen. Ja, also, weiter im Text. Es gibt aber Kohlereien, die mit dem Abbrennen von Holzkohle herstellen. Da bauen wir einfach mal 2 her, weil von denen wir jetzt auch immer mehr als genug brauchen. Das ist die gleiche Funktion wie Holzfällerei und so. Also es funktioniert gleich. Hochofen und so kann ich jetzt nicht mehr bauen, weil da steht jetzt mit Bilanz und Arbeiter ab und Stahlträgerei sowieso. Also ich muss jetzt mich zuerst wieder hier drum kümmern. Also ich könnte es bauen, ich habe genug Material, aber es zieht es mir ab. Also ich muss jetzt wirklich schauen, dass wieder mehr Geld reinkommt. Also sicher mal um die 200, 300, 400 mehr. Und damit, weil es da mehr Arbeiter braucht als Bauern, werden wir jetzt da mal... Okay, jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir zu wenig Holz, logisch, weil ich hier abgestellt habe. Gut, also wir haben im Moment mehr als genug Ziegel. Jetzt machen wir, dass wir schneller Holz bekommen und das tun wir jetzt hier absetzen. Das brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr so extrem viel gerade, später dann schon wieder. So, voilà. Und jetzt müssen wir wieder mehr Leute haben.
Ups, falsch. Jawohl, das ist jetzt natürlich logisch. Wir haben zu wenig Holz. Jetzt kommen wir langsam ein bisschen in einen Engpass rein. Ups, falsch. Ah, die blöden Bäume gehen wir ein bisschen auf den Sack da. Da sehe ich auch mal nichts. So. Voilà. Jetzt müssen wir halt warten, bis wir wieder genug Holz haben. Oder wir könnten jetzt sagen, wir gehen hier zu dem Kollegen da hier ein bisschen einkaufen. Okay, der hat gar kein Holz. Drück mal Tabulator auf der Tastatur, dann können wir zum Schiff springen. Er sollte aber Holz haben. Hat er Holz? Ja, er hat 150 Bretter, gut. So. Wir müssen jetzt die Bilanz ziemlich auf 400 aufbringen, dann haben wir auch wieder ein Plus. Dann müssen wir jetzt einfach halt noch warten, bis genug Häuser gebaut wurden. Da braucht es damals 2. Okay, ich kann schon wieder 4 bauen. 3 meine ich. Also jetzt könnten wir auch mal schauen, ob wir ein Eisen, also einen Hochofen könnten bauen. Okay, wir haben zu wenig Arbeiter. So, voilà. Zu wenig Holz natürlich immer noch. Das Schiff ist schon da. Fast, das ist jetzt gerade angekommen. So, jetzt haben wir genug Arbeiter. Wir können jetzt endlich den Hochofen. Es sieht alles gut aus. Da steht nichts mehr im Weg. Da hier müssen wir jetzt wieder schauen, dass die Bilanz ist jetzt schon fast gut. Holz ist klar, Arbeiter haben wir natürlich deutlich zu wenig. So, also wenn ihr etwas einkaufen wollt, könnt ihr hier auf das Handelsmenü öffnen gehen. Klickt so lange, bis ihr das so viel habt, wie ihr wollt. Müsst ihr natürlich schauen, dass ihr jetzt 1'500 Geld ab und ihr habt noch 45'000 Münzen. Handeln. Adi merci. Gehen wir wieder zurück. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir da die restlichen Häuser noch aufbauen können. Wir müssen jetzt schauen, dass wir extrem viel Arbeiter bekommen. Für das müssen wir natürlich Safe haben. Ja, und für das brauche ich Stahlträger, also ich werde dann nicht drum umkommen. Da zuerst Stahlwerk zu bauen. Also ich muss jetzt zuerst mehr als genug Mitarbeiter, also Arbeiter haben. Für mehr Arbeiter muss ich natürlich jetzt noch Bauern aufjagen. Okay, das Schiff mit dem Holz ist jetzt gerade da. Da kann ich jetzt hier auch gerade extrem viel mehr machen wieder. Also wie ihr seht, wenn man einigermaßen einfach das Zeug ein bisschen im Griff hat, doch immer schaut, wegen Bilanz ist man immer recht gut im Plus. Hier stimmt eigentlich alles recht gut. So, jawohl, natürlich zu wenig Platz, kein Thema. Wir können hier ausbauen. Jetzt ist das schon am Jammern. Die bauen wir jetzt auch einmal aus. Und die auch gerade. Der produziert dann einfach auch. Also er kann mehr abholen, jetzt hat er auch mehr Laderampen. Da könnt ihr hier drauf gehen, sobald ihr genug Material habt. Ich glaube, das kann man auch noch einmal machen und er geht nicht mehr. Vielleicht noch 2-mal, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig. Ja, also hier sehen wir eigentlich auch schon, müssen nicht unbedingt zwingend hier drauf gehen. Hier sehen wir halt einfach, ob genug produziert wird. Und hier sehe ich natürlich auf einen Blick gerade, ja, wir natürlich zu wenig Säue. Aber es wird genug produziert. Also es lenkt theoretisch, lenkt es eigentlich.
Ja, also es sieht ziemlich gut aus. Also wir sehen ja hier, Schweine wird mehr produziert und Wurst ist eigentlich auch am Steigen. Ist es konstant geblieben, ist es leicht angestiegen. So, voilà. Also wir machen dann noch ein bisschen mehr. Also wir jetzt mehr als genug Bretter. Oh, da habe ich einen vergessen. Scheibe. Logisch komme ich da nicht vorwärts. Ah, jetzt brennt schon die Stadt. Ich tue jetzt da noch extra viel mehr her, dass da noch ein bisschen schneller gelöscht wird. Vielleicht bringt es sogar etwas, wenn ich da stehe her. Ja gut, natürlich viel zu wenig, ist natürlich klar gewesen. Also wenn jetzt da die Häuser brennen, dann fehlen natürlich auch Einwohner. Also ich muss jetzt da wieder ein bisschen nachbauen. Ich habe ja jetzt Holz bekommen. Und ich brauche extrem viele Arbeiter jetzt für das Stahlwerk. So, voilà. Jetzt haben wir extrem viel bekommen. Jetzt müssen wir halt noch einmal das Ganze hier ein bisschen nachschauen. Fisch lenkt jetzt wieder nicht mehr. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie es mit Bilanz aussieht, aber das sind auch nicht so mega teure Sachen. Ich könnte hier auch immer ein bisschen der Reihe angehen. Jetzt könnte man noch den Schnaps noch eins kontrollieren. Oder die Wolle. Ja, jetzt seht ihr, jetzt habe ich natürlich zu wenig Kleider, werden jetzt zu wenig produziert. Jetzt sind wir immer gut gehabt. Jetzt ist natürlich wieder zu wenig. Ihr habt aber mehr als genug Wolle. Also vielleicht lenkt es, wenn ich da her tue. Also hier ist ja noch aus dem grünen Bereich. Jawohl, Holz ist gut. Wir brauchen aber jetzt wieder mehr Ziegel. Also müssen wir da noch ein bisschen absehen. Ja, das kommt jetzt schon. Da ist das gerade hier im Abholen, bringt das jetzt gerade. Dann ist das rote Symbol fort. Genau. Also Kleider sollte jetzt hier wieder im Plus sein, ganz genau. Und dort Wolle ist auch noch gut. Schnaps. Haben wir mit zu wenig Schnaps. Ups. Also es wird zu viel gebraucht, was wir produziert haben. Okay, gut. Jetzt wir da halt noch ein bisschen nachsetzen. Wir sind immer noch recht im Plus, ist noch alles gut. Jetzt können wir mal schauen, ob wir jetzt den Stahlträger her tun, ohne dass wir mega ins Minus gehen. Nein, es ist alles im grünen Bereich. Oder dann müsst ihr wirklich drauf schauen, weil Stahlträger herstellen kostet extrem viel. Das haben wir ja schon. Wir können jetzt schauen, ob zum Beispiel genug Eisen produziert wird. Ob das eigentlich, ja, das lenkt längstens. Kohle lenkt längstens. Eisenbahnen werden auch mehr als genug produziert. Ja, wir können sagen, der hier darf vielleicht noch ein bisschen mehr arbeiten. Dafür gehen wir hier ein Mühe hin überall, dass das einigermaßen im grünen Bereich bleibt. So. Also ich bekomme jetzt natürlich auch ein bisschen Einfluss, weil ich auch viele Leute habe. Später erreicht man das einfach halt wirklich nur noch mit Investoren selber. So, jetzt natürlich auch wieder zu wenig Arbeiter. Also probiere ich da, dass ich wieder auf die 100 komme. Noch eins schauen. Aber ich denke, wir haben ja gerade vorhin erweitert. Es sollte etwa gerade ausreichen noch. Werden aber jetzt mehr brauchen, weil jetzt haben wir da genug Material für endlich die Vasenmeisterei und die Siederei haben wir jetzt
dann auch genug Material. Ich kann jetzt hier schon mit Steinen verbinden, dass das ein bisschen schneller geht. So. Sobald genug Stahlträger produziert sind, kann ich das dann abbauen und dann haben wir dann schon gleich Seifen. Man muss natürlich Siederei auch noch haben, also ich brauche jetzt erstmal 8 Stahlträger, aber ja, das hier schon leicht beschleunigt. Sollte also mehr oder weniger gut laufen. Jawohl, jetzt machen wir noch, warten wir noch bis die Siederei kommt. Ich kann das noch ein bisschen beschleunigen, dann müssen wir halt auch noch ein bisschen rauf. Wir haben zwar schon 2 hier, aber da ist auch nur einer, also da muss ich jetzt auch mehr arbeiten. Die Zufriedenheit wird jetzt natürlich sinken, ist ganz klar. Kann ich leider jetzt nicht ändern. Ich werde jetzt auch nochmal ein bisschen Häuschen bauen. Damit wir hier wieder ein bisschen mit den Mitarbeitern plus sind. Haben wir da noch ein bisschen mal gehabt. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Manchmal ist der aber das Eisenherz ein bisschen das Problem, aber nein, das produziert mehr als genug. Okay, den muss ich jetzt unbedingt ausbauen. Das ist wieder im grünen Bereich. Ja, jetzt müssen wir natürlich zuerst schauen, ob wir genug Säue weg der Seife. Ja, es wird gerade knapp. Ich ging gerne ein bisschen ein Plus, damit ich nicht später in einen Clinch komme, also nicht da irgendwie plötzlich Stau habe. In der Produktion. Schnaps. Lenkt schon nicht mehr. Alles klar. Bauen wir halt noch einen Schnaps her. Jetzt wird aber auch die Herdöpfel nicht mehr nachher mögen. Mal die Länge noch gerade. Knapp. Auch einfach knapp. Wolle. Ja. Auch knapp. Nochmal schauen. Ja. So, jetzt haben wir genug Stahlträger. Jetzt können wir endlich... Ah nein, die haben wir schon gebaut. Genau, stimmt, die haben wir schon gebaut. Und die ist am Laufen wie geschmiert. Ah, der mag gar nicht nachher. Okay, wenn wir schon so viele Leute haben, ist natürlich klar, da haben wir so spät erst bauen können, dann man einfach nicht hinten nachher. Ja, das sieht eigentlich alles gut aus. Jo, der wird jetzt genug produzieren. Schmalz. Es mag gerade knapp hinten nachher. Du hast mehr als genug, Kollege. Es wird ja produziert und nicht jammern. Jawohl, sobald wir genug Ziegel haben, werde ich da hier das Hauptkontor endlich ausbauen. Und dann muss natürlich hier überall auch noch her, und natürlich eine Straße gemacht haben. Aber wir werden jetzt das Holz wieder auf normal setzen, damit die Zufriedenheit wieder steigt. Da ist die Chance größer, dass es den Festchen nicht geben kann. So Stadtfest und so. Das werden wir jetzt wieder auf normal stellen. Im Moment brauchen wir das gerade nicht mehr. Ja, das ist jetzt auch einfach mal gut. Das ist sicher genug. Da, ja, logisch immer zu wenig, aber für den Moment ist es gerade gut. So, voilà. Wir sind extrem im Plus. Wir haben ja hier recht viel Plus. So,
die wollen jetzt natürlich eine Schule und die Polizei kann die auch schon bauen, aber ja, okay, gut, jetzt sind wir natürlich... Brauchen wir also doch noch mehr Ziegel. Jawohl, das sieht perfekt aus, da braucht es wenig... Also der Aufstand, ja, das ist mir eigentlich wurscht. Ich will mehr Geld. Jawohl. Also wir haben zu wenig Stahlträger, wir haben zu wenig Ziegel. Mal gucken, wie das hier eigentlich aussieht. 4 von 4. Wir könnten anscheinend noch einmal hinsetzen. Oder? Genau. Okay, jetzt ist es schon 3 von 5. Okay, ja, der hat nicht. Wir haben schon... Nein, da ist ja noch einer. Von wegen Säcken mehr. Und da oben ist ja auch noch eins rein. Also wir können jetzt dann noch ein bisschen sagen, noch ein bisschen mehr produzieren. Ah, okay, logisch. Ist es von 5 aufgegangen vorhin, weil ja, wir haben da schon 50% drin, habe ich ganz vergessen. Gut, das stimmt's nicht. Dann müssen wir ja noch die Scheibe Schule haben und Bier wollte der schon gleich auch noch. Ja, haben wir noch zu wenig ab Polizei haben, dass es weniger Theater gibt in der Stadt. Ja, dann ist dann natürlich... Wir müssen schauen, dass die Bilanz noch im grünen Rahmen ist. Also es zieht mir jetzt jedes Mal 50 ab, wenn ich da her tue. Also sprich, es hat noch genug. Die Bilanz ist noch gut drin. Polizei, Wache, Schule. Dann einfach absolut zu wenig Ziegel. Getreide. Könnten wir noch mal eins. Oh ja, ja, ganz vergessen. Schauen wir überhaupt, wird da genug produziert? Ja, eigentlich schon. Brot ist auch noch im grünen Bereich. Ich fange jetzt da nochmal an mit Getreide anbauen, weil wir wollen ja jetzt anfangen mit Bier. Dann müssen wir noch eine Melzerei haben. Und eine Hopfenplantage brauchen wir auch noch. Und ihr seht jetzt von 400 ist ja gerade um die Hälfte gesunken. Also das ganze Zeug, das kostet extrem viel. Hier haben wir jetzt das Problem, wir haben zu wenig Arbeiter näher. 75, 50 haben wir anfangen. Wir haben noch ein Plus von 60 mit Bauern. Wird aber auch die Hälfte steigen. So, das lenkt einfach mal. Jawohl. Also, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir werden jetzt auch hier mit dem Brot nicht mehr nachher mögen. Also das Mehl mal noch nachher. Das Getreide mal jetzt vermutlich nicht mehr. Nein, das mal nicht mehr nachher. 2 von 4. Müssen noch mal eine Weizenfarm haben. Also Weizen werden ihr extrem viel brauchen. So. Ja, das kommt jetzt, der Kollege. Das kommt ja jetzt. Und nicht jammern. Aber ich muss noch mehr Lagerhäuser haben, weil er wird die einfach dann irgendwann nicht mehr nachmachen. Allein. So. Das ist noch ein bisschen zu wenig, ja, immer noch. Aber ist noch nicht ganz fertig da. Mehl ist immer noch gut. Bäckerei ist
noch knapp gut. Ja, der ist gerade erst am Produzieren. Jetzt da überall Jury, damit wir ein bisschen schneller Stalterungen bekommen. Nachher gucken, hat jetzt der genug, der hat genug. Es sieht eigentlich gut aus. Wenn ich also drauf gehe, würde ich eigentlich auch sehen, wo dass die Brauerei wäre und dass es da alles braucht. Aber irgendwie schaut komischerweise. Ah, mal da ist sie ja, logisch. Ja, das hat man verdeckt. Okay, da ist sie ja. Die hat mehr als genug. Also es wird jetzt Bier produziert. Das Problem ist da irgendwie auch noch ein bisschen mit dem Getreide. Absolut nichts mehr da. Es ist komplett leer. Ja, ich muss noch einmal bauen. Es war klar gewesen, er mag einfach nicht nachher. Nein, die tun wir nicht daher, weil sonst blockiert es mir nicht da später Öl. Die Ölproduktion. So. Ganz knapp, heute habe ich auch zu wenig Bauern. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Macht nichts. Wir machen halt wieder mehr Bauern. So wie wir es jetzt gemacht haben. Scheiße, jetzt habe ich da total falsch gebaut. Aber leider nicht mehr nur einzeln nehmen. Schon wieder. Ja, super. Super schmiedig, Paletti. Aber das ist normal hier oben. Das brennt so schnell gerne. Also wird so viel geheizt und verbrennt dort. Natürlich ganz klar. Voilà. Ist jetzt mal gut mit dem Kackgetreide. Jawohl, jetzt momentan ist es gerade stabil. Aber wir können jetzt so sagen, also, du so viel brauchst, dann mach doch einfach mal ein bisschen mehr. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen oben runter. Dass da wenig Brandgefahr ist im Moment. Jawohl, das ist doch gut. Route auch hier drauf. Nicht schlecht aus, theoretisch. 6 von 5, das ist gut. Herdöpfel 8, 8. Also das heisst das. Leicht sinkend. Ja, aber das ist eigentlich nicht schlecht. Okay, dann machen wir schon wieder nicht mehr nachher. Säule sind gut, aber ich eigentlich will Schäferei schauen. Okay. Da habe ich gesehen, längt es knapp nicht mehr. Also müssen wir jetzt schon wieder mehr Kleider produzieren und wir brauchen jetzt eine Schäferei mehr wieder. 2, 3. Jawohl, jetzt ist wieder gut. Die Bilanz ist schon fast bei 1000 im Moment noch. Das sieht das sehr gut aus. Wie sieht es mit der Säue aus?
Das ist sehr gut. Wurst. Man hat natürlich wieder nicht mehr, ist klar gewesen. Ich wieder eine Wursterei mehr haben. Jetzt werden wir hier auch wieder zu wenig haben. Wie sieht es da aus? 2, 2. Ah, jetzt haben wir zu wenig Arbeiter. 2, 2. 3 von 4, jawohl. Dann werden wir wieder mehr müssen. Wieder mehr Dinge haben. Oh, jetzt müssen wir mehr Arbeiter holen. Okay, jetzt kann ich auch schon gleich die Schule bauen und dann wird das jetzt mit den Arbeitern auch steigen. Wilde Tiere. Irgendwo laufen wilde Tiere rum. Ja, das sind aber nicht in dem Sinn wilde Tiere. Das ist ein Hund. Was waren das alle gewesen? Wolf, da ist einer. Jawohl. Gut, danke schön. Ich darf wirklich mal eine Handelskammer bauen. Die kann man brauchen, damit ja, zum Beispiel die Holzfällerei mehr produziert. Aber ja, man dann kein Item für das. Meister, ich brauche das eigentlich einfach gerade nicht. Ja, wir haben da nicht genug Arbeitskraft. Genau, das Schulhaus. Jawohl, die werden jetzt hier schon gleich aufsteigen. Bier. Und ich ganz knapp noch nicht nachher. Sehen wir da warum. Ja, es ist dran eigentlich. Es ist dran, aber es sinkt auch massiv. Ja, Weizen wird mehr als genug produziert. Brot ist knapp dran. Mehr Brot produzieren. Mühle wird jetzt mehr brauchen. Da ist auch mehr als genug dran. 5 von 4 sieht anscheinend auch noch gut aus, immer noch. Jawohl. Fisch ist noch in Ordnung. Hat sich jetzt das hier auch stabilisiert. Jawohl. Also das ist sehr ein wichtiges und sehr ein praktisches Werkzeug, die Statistik da. Da könnt ihr immer nachverfolgen. Habt ihr vor allem eigentlich genug. So, jetzt wird es schon gleich die ersten Handwerker geben. Genau. Aber ich habe noch zu wenig Bauern, also ich muss jetzt da gleich wieder aufstocken. Ist einfach eine kleine blöde Insel, die ist recht sehr, sehr klein. Also eigentlich wäre die da hier, ja gut, die ist auch nicht extrem viel grösser. Ja. Jo, ich könnte jetzt in die neue Welt gehen, aber da habe ich jetzt effektiv noch zu wenig Ressourcen für später, weil das wird da alles von dem Zeug da viel brauchen. Machen jetzt sogar nicht. Also das waren eigentlich schon mal ein bisschen die Grundlagen gewesen, wie man da weiterkommt und eigentlich auch stabil bleibt. Ja, die brauchen jetzt natürlich auch Konserven. Und mit Bier habe ich natürlich auch noch ein bisschen eine Schlägerei da. Also, sie sind im Jammern zu wenig Hopfen. Da habe ich auf einen. Der mag gar nicht mehr nach dem Armkeib. Dann machen wir halt den Hopfen mehr.
So, voilà. Einen mehr. Und dann aber zu wenig Bauern. Wir halt noch ein bisschen mehr Bauern hersetzen. Das muss sein. Jetzt halt nicht der Mann wieder auszubauen. So. Voilà. Ich werde aber nicht auf ewig genug Bauern haben. Wir werden da noch ein bisschen auffüllen überall. So. Werden wir noch viel mehr brauchen, weil bis da zu den Handwerkern rauf, da braucht es halt da noch einmal mehr. Da willst du Konserven, Kollege. Ja, ich weiss. Ich muss zuerst mal schauen, dass wir genug Bier und Hopf und all das haben. Franz, Scheiben, Getreide wird ja mega viel gebraucht. Okay, das Bier ist einfach mal ein bisschen stabil. Einigermaßen. Ja. Also, wir gehen mal da hier schubweise rauf. Und produzieren jetzt halt noch ein bisschen mehr Getreide, bis wir da mal einigermaßen stabil sind. Der Handwerker kann jetzt natürlich auch neu Glas herstellen. Für das brauchen wir Quarzgruben. Ja, schon geguckt, wir sind sonst mit der Bilanz allem recht gut plus. Das ist momentan nicht das Problem. Ja, für das sind wir jetzt natürlich zu wenig Handwerker. Ja, das braucht schon 200. Also da können wir den noch abstellen, da kann man dann nichts machen. Paprika haben wir auf dieser Insel nicht. Das gibt später die Möglichkeit, dass man das haben kann. Aber im Moment sind wir da die Hände gebunden, dass ich das nicht machen kann. Hier drauf müsste ich noch eine komplett andere Insel holen. Das wäre zum Beispiel die da. Hier, die hat Paprika. Dort kann ich das anbauen. Habe ich dann später Konservenfutter daraus machen für die Handwerker. Und da ich von Anfang einen habe, jawohl, wird das da gar nicht gross weitergehen. Ja, aber steigt denn das blöde Bier mal? Es braucht so extrem viel irgendwie. Dann machen wir halt noch einmal. Ja, zu wenig Arbeiter. Ja. Also. Müssen wir halt ein paar Bauern wieder aufsteigen. So, voilà. Fangen wir wieder hier vorne an. Ganz knapp. Jawohl, das ist alles Gott sei Dank im grünen Bereich. Wichtig ist auch die Scheibenwurst, aber die ist auch im grünen Bereich. Wir haben nicht extrem viel, aber wir produzieren auch nicht zu viel, weil ich sehe, die Bilanz ist bis jetzt immer recht lang schon im Plus. Also ihr habt nie Geldprobleme. Also seid da nicht so schnell bankrott. Das ist nicht wichtig, dass wir da viel haben. Es ist einfach das Endprodukt wichtig. Das ist natürlich safe und ist es genau das gleiche. Wir brauchen mehr Bier. Null heisst nicht, dass das Bedürfnis erfüllt ist. Also ihr habt ja jetzt momentan recht gut an Bier. Und da will immer noch Konserven, das ist mir völlig bewusst. Ich
Ich könnte jetzt sagen, wenn ich den natürlich aufnehme, dann brauche ich natürlich jetzt keinen Fisch mehr, ich brauche kein Bier mehr. Wir brauchen auf anderen Sachen nicht mehr. Darum habe ich jetzt da noch jetzt extra ein paar aufgetan, damit ich ein bisschen einsparen kann. Aber hier wird es jetzt wieder brauchen. Einmal also Bier braucht er natürlich schon, ja, aber er braucht natürlich andere Sachen nicht mehr. Ganz klar. So. Was haben wir hier gehabt? Jawohl. Die Zufriedenheit ist immer noch da. Wie sieht es eigentlich hier aus mit allem anderen? Lenkt das, was ich eigentlich gemacht habe? Ah, da hat kein Wirtshaus und die haben auch keinen Marktplatz. Das ist nicht gut, weil die können nämlich gar nicht aufsteigen durch das und ja, weniger Leute können noch lange da viel Häuser bauen. Es wird nicht mehr viel bringen. Ja, Expeditionen brauche ich nicht. Noch nicht. Das ist jetzt einfach noch zu früh. Darf mal da alles ein bisschen ausbauen. Und der könnte auch schon wieder rauf. Also ich sollte da vielleicht einfach einmal mindestens 2 an tun. Das bräuchte jetzt schon Fenster, aber ich habe keine. Jo, also ihr seht, das ist schon recht gross geworden, also klein ist es nicht. Wir sind recht gut im Plus. Wir haben zwar nicht alles im Übermaß, das ist natürlich ganz klar. Nö, wir brauchen da nicht mehr von dem. Wir können sagen, wir vielleicht ein bisschen mehr Ziegel produzieren, wenn wir schon genug Lehm haben. Wie sieht es eigentlich da aus? Wird mehr oder weniger alles stabil hergestellt. Also das ist schon im grünen Bereich. Sehr gut, sehr, sehr gut sogar. Jawohl, das sieht gut aus. Also, weiter. Konserve brauche ich natürlich immer noch Fleisch und Paprika. Also, ja, ich werde jetzt da noch schnell ein Schiff parat machen. Schicke das, wo ich es gesehen, genau hierher. Zeige ich das auch noch heute schnell, wie man das macht. Rathaus braucht man, um eben machen, dass es mehr Steuern wird geben oder eben auch andere Sachen natürlich in der Stadt. Und für das ziehe ich jetzt da ein paar Häuser raus. Und dann habe ich einen viel besseren, kann ich viel mehr Häuser abdecken. Aber auch natürlich zu wenig Material, das macht nichts. Irgendwann habe ich das schon. Ich würde den mal jetzt zukleistern. Ja, also. Denen geht es an und für sich recht gut. Ist ja immer noch alles ziemlich gut abgedeckt. Okay, jetzt haben wir ein Problem anscheinend mit dem Hopfen. Wieso hat der Hopfen ein Problem? Er mag auch nicht nachher mit produzieren. Ja, super. Ganz cool. Jawohl. Bauen wir halt noch mehr Hopfen an.
So, da gibt dann auch endlich Ruhe. Ist jetzt endlich gut. Wie sieht es da aus mit dem Getreide im Moment? Ist sicher. Ja, sogar eine Produktion. Das ist sehr, sehr gut. Das Schiff ist etwa angekommen. Gut. Also, setzen wir doch das Konto daher. Ah, die Zeitung ist wieder da. Ja, das sieht doch. Ja, ich brauche das da nicht. Die macht noch mehr Zufriedenheit rein. So. Also, für Paprika. Genau, ziehen wir jetzt da eine Straßensuche. Ich sage mal, wir machen das mal so, dass die Felder sind ja auch recht gross. Jawohl. So. Hier wird jetzt Paprika abgebaut, aber es wird nicht produziert, weil ich zu wenig Bauern habe. Eine Möglichkeit wäre später, eine Pendlerkette zu bauen, aber so weit bin ich noch nicht. Oder? Gut, das gibt es erst ab Investoren. Jetzt muss ich jetzt selber schauen. Ja, auf jeden Fall ist es noch nicht freigeschaltet, also ich bin jetzt gezwungen, hier halt noch eine kleine Stadt aufzuziehen. Es wird einfach nicht anders gehen. Sonst werden wir nie Paprika können abbauen. Also ich muss jetzt hier ein paar Häuser ersetzen und da. Marktplatz ist einfach ein bisschen ein Nachteil, finde ich auch ein bisschen blöd bei Anno 1800, das jetzt vorher nicht gegeben. Das hast du nicht müssen machen, noch ist ein kleines Dorf nur für Arbeiter. Ich denke, es hat einfach ein bisschen, damit sie das auch ein bisschen haben, das Ganze logisch machen. Ja, aber ich glaube jetzt, das lenkt eigentlich, das was wir da haben. Ich habe natürlich zu wenig Holz. Jetzt mal runter. Wir machen jetzt noch eine Route parat. Da wir gar kein zweites Schiff haben, machen wir jetzt einfach eine Charterroute und sagen, hey, hol hier oben eine Paprika ab, bringst es von da nach da, so viel wie möglich später, kostet es dann auch gegen 50 Geldmünzen. Der wird jetzt schon anfangen abfahren mit dem Schiffli da, aber ich habe natürlich noch gar keine. Oh Scheiße. Geht ja gar nicht. Ich habe natürlich auch keine Material, die ich überhaupt abholen kann. Er produziert schon ein bisschen, aber natürlich noch nicht extrem viel.
Also eigentlich müsste ich ja nur, sagen wir eigentlich 4 Häuser haben, auch nicht gerade so viel. Und jetzt gerade gesehen, weil hier steht ja 34 und pro Haus gibt es 10, also da brauche ich knapp etwa 4 Häuschen anfangen. Das sollte eigentlich ausreichen. Also, er ist aber unterwegs. Gleichzeitig kann ich schon einfach parat machen mit Fleisch. Jetzt habe ich aber natürlich schon die Bilanz mega eingebrochen. Also irgendwo zieht es mir viel ab. Ja, die ganzen Lagerhäuser kosten mir schon extrem viel. Also da könnte man vielleicht ein bisschen Geld sparen, wenn man jetzt sagen, da kommt jetzt weg. Okay. Er wird gar nicht gebraucht im Moment. Ja, jetzt sollte ich noch das Schiff zerstören, alles klar. Der hat 2. Der hat auch 2, ja, das braucht sie natürlich schon auch. Wird überhaupt mal gebraucht hier. Irgendwie nicht so richtig, hey, aber ich muss ja, sonst hat sie da nichts mehr. Wir können eigentlich den hier abschreissen und den auch noch, das brauche ich alles nicht mehr, da spare ich auch wieder Bilanz ein. So, er ist wieder da. Transfermenü kurz über. Bringen wir das hier her. Es braucht auch nicht Fisch, wenn wir auch nicht so viele Leute haben. Also ich weiß nicht, ob es dann auch wird länger. Ah, er ist ab 50, okay gut, nein. Es wird auch gar nicht Fisch gross brauchen. Wo habe ich jetzt noch Holz gehabt? Ha, geil. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich noch Holz habe. Ja, da kannst du hier nichts kaufen, Kollege Essig. Ich habe nichts zum Verkaufen. So, mehr Platz habe ich eben eigentlich ja gar nicht. Ja, die wird jetzt aufgehen. Die wird jetzt aufgehen, die Arbeitskraft. Scheiße, wo? Warum ist da keine Feuerwehr in der Nähe? Das muss wieder eine her tun. Ja, und ich muss hier mal noch ein bisschen rauf tun, weil ich habe extrem viele Bauern. Und eigentlich auch nicht gerade so viele Handwerker. So, und dann geht jetzt die Bilanz so extrem auf. Ich sollte jetzt aber dann wieder schauen, dass wieder alles andere im grünen Bereich ist. So. Ah, okay, es geht gar nicht. Ich muss mehr haben, weil sonst... Ja, es gibt nur 5 leider. Machen wir einfach Fischerei, ja, das ist doch kein Thema. Kein Problem, machen wir doch. Mal schauen, dass wir da nicht über 100 kommen, sonst haben wir dann noch das Problem, dass wir noch Kleider müssen haben. Das sollte jetzt eigentlich schon Paprika produzieren, also sprich eigentlich sollte ja schon das Schiff abgeholt haben, vermutlich. Ja, es ist schon 4 da. Wir müssen jetzt gerade die neue See schauen. Jetzt haben wir wieder ausgebaut.
jetzt wieder schwer aufpassen, wir genug Wolle haben und genug Kleider. Jawohl, das ist alles immer noch im grünen Bereich. Der Schnaps. Ja, aber nicht hier, Kollege. Hier ist das nicht möglich. Ich habe eigentlich mehr als genug, aber hier oben ist natürlich ganz klar. Da, jetzt haben wir endlich genug Leute. Ab 50 Bewohner. Jawohl, genau. Ja, jetzt haben wir natürlich... Das Konto ist voll. Mit was ist das da voll? Ja, aber einfach nicht nachher mit Produkt. Ja, logisch. Das ist klar. Ohne das. 44. Ja, wir lassen das mal so stehen. Ich soll jetzt einfach Paprika bauen, wir brauchen nicht auch nicht. Ich soll auch ein bisschen mehr arbeiten als normal. Wir werden mehr als genug Paprika brauchen hier unten. Wie sieht es hier mit dem Bier aus? Ja, Weizen, Gott sei Dank, ist gut. Bier haben wir noch mehr als genug. Es sieht doch tipptopp aus. Jetzt kann das endlich losgehen da mit Rindfarm. Es sieht einfach alles tipptopp aus hier mit dem. Ja. Gut. Jetzt noch extra ein bisschen weiter Ruhe hin. 1, 2, 3, 4. So. Für das haben wir zu wenig Fenster. Also bauen wir noch eine Glaserie her. Rund zu wenig macht nichts. Das können wir gleich her tun. Dann können wir hier noch ein bisschen aufstufen. Sicher für so Sachen nicht zu schnell aufstocken mit den Leuten. Sonst hat er dann einfach wieder irgendwo zu wenig. So, jetzt habe ich einfach mal das Quarz arbeiten, damit da mal Glas produziert wird. Sobald ich das Glas habe, kann ich dann die Grossküche machen. Also habe ich natürlich noch zu wenig Stahl und immer noch zu wenig Arbeiter. Okay, Handwerker. Okay, wir müssen da noch ein bisschen... Wir brauchen ein bisschen mehr. Also ein paar Arbeiter. Die Hafenmeisterei bauen. Und da das Item rein da, spare ich schon mal für Unterhaltskosten ein und das Schiff würde sich selber reparieren. Genau, sehr gut. Wir gehen noch schnell die Quest da für ein Bias machen. Ist die überhaupt noch da? Ja, die ist noch da. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch lenkt für die Zeit her. 6 Minuten knapp werden.
Portal ist ein bisschen zögerlich. Wir haben auch viel zu wenig Geld im Moment. Das ist natürlich das Problem. Wir haben immer noch zu wenig Handwerker. Also jetzt wird es aber langsam knapp. Ja, es ist das Bierfest im Moment. Da haben wir natürlich schon einen riesen Vorteil. Ja, logisch. So, jetzt sofort eine Mail bringen, das Zeug. Noch lenkt noch eine Minute. Ja, das kommt knapp. Das ist verdammt knapp. Damit das aber ein bisschen schneller geht, fahre ich einfach die Tür und klicke einfach 100'000 Mal. Das kommt so manchmal und habe gar keinen Bock, grossartig zu lesen. So. Oh mein Gott, schon wieder rein. Ja, danke. Ich glaube, das kann ich dann hier später brauchen, also mit Feuerwehr, so viel ich weiß. Ja. Entweder ist jetzt abgebrochen gewesen, oder ich habe es noch geschafft. Ich glaube, ich habe es auch noch geschafft. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es gerade nicht gesehen. Okay, Glas immer noch nicht. Wir haben noch kein Quarz. Aber das ist eigentlich am Laufen da unten. Sogar 150%. Bot simultan, nur dank dem Festli immer 150%. Bot Heimatland. Ist ja mega cool. Ah, Scheiße, der hat ja gar keine Strassenverbindung, Mist, also und so fort. Ich habe das gar nicht gesehen. Checkt. Scheiße, also. Ja, das kann ich jetzt alles natürlich nicht bauen. Zu wenig Material. Aber jetzt fehlen mir nur noch 8 Fenster. Jetzt muss ich schauen, vielleicht kann ich das sogar hier irgendwo kaufen. Ja, auch vergiss den Witz. Das Spiel weiss schon genau, was ich habe, was nicht. Aber was ich natürlich könnte. Ja, nee, das machen wir auch nicht. Zeug einkaufen, weil das kostet Geld und wir werden das Geld jetzt dann brauchen. Das ist natürlich ganz geil, ja. Da jetzt die Zufriedenheit so von weit oben ist, können wir jetzt eigentlich gerade ein bisschen ausnutzen. Und da mal ein bisschen gewisse Sachen mehr arbeiten. Und wir da mal ein bisschen auf ein Plus suchen wollen. Wo das fest durch ist. 20 Minuten, 23 Minuten, also ja, das ist verdammt gut. Also.
ziemlich langes, ziemliches Plus. Aber ja, ich kann das im Rathaus brauchen, um die Zufriedenheit noch einmal um plus 7 zu steigern. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir haben schon extrem viel Plus. Wir können recht viel davon profitieren natürlich. Da schnell den Hafen noch ein bisschen vergrößern. Dass dann noch ein bisschen mehr Warenplatz bekommen. Schon so viel nachher produzieren sie. Also jetzt habe ich zwar gesehen, Holz ist glaube ich mehr als gut. Herdöpfel. Ja, Herdöpfelfisch und ja, Herdöpfelfisch ist eigentlich gut. Also andere ist ganz klar. Dann werden wir noch zu wenig haben. So, dann kann ich endlich die Grossküche bauen. Da brauche ich viel mehr Geld. Nein, das ist etwa um die 10.000 Stutz und 75 Handwerker und 8 Glas. Bis ich das habe, ich dann eh genug Glas. Aber ich habe zu wenig Handwerker. Jetzt muss ich da noch 2, 3 aufentun. So. Voilà. Geht die Bilanz ein bisschen rauf. Mal schauen, ob wir irgendetwas Wertvolles ein bisschen verkaufen könnten, aber ja, wir könnten mal ein bisschen Schnaps verkaufen. Dann gibt das vielleicht ein bisschen Geld. Ja, die mögen hier fast nicht nachher mit abholen. Geht einfach mal 3000. Das ist schon mal nicht schlecht. Könnte natürlich jetzt sagen, wir verkaufen mal einen ganz kleinen Teil davon. Mal ein bisschen Geld zu generieren, bis wir dann das haben, was wir dann eigentlich werden brauchen. Das ist einfach jetzt gerade ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass wir dann plötzlich fast nichts mehr haben. Unser Geld da geht recht gut ab, also ziemlich schnell. Bilanz ist am Steigen eigentlich.
muss die noch ein bisschen rauf tun, damit einfach noch ein bisschen mehr Geld reinkommt. Aber kommt man gar nicht mehr nachher mit abholen. Ja, sobald wir endlich die 15'000 haben, können wir das endlich ausbauen. Oh, dann irgendwie kein Ton mehr. Scheiße, komisch. Einfach nur speichern, aber ist okay sicher. Ich glaube noch die Musik vom 1700, für die es nicht wissen. Vom Anno 1700. Jo. Also, dauert jetzt halt natürlich noch einen Moment, bis man da die 15'000 generiert hat. Aber ich kann natürlich sagen, ich kann hier abstellen. Ich kann jetzt das da auch gar nicht groß brauchen. Glas wird da ziemlich gut produziert, das ist doch top. Und das Festchen ist ja immer noch am Laufen. So viel Zufriedenheit, dass ich da auf alles auf Maximum tun kann. Verrückt. Ja, jetzt muss ich da hier abstellen, sonst haben wir jetzt gar nicht mehr. Genau. Also das sieht immer noch gut aus. Ja, das ist top. Das haben wir doch recht gut im Griff. Läuft ziemlich stabil im Moment. Da schon das Rathaus bauen. Nein, machen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt einfach zuerst mal die riesige Küche da. Das Geld haben wir jetzt gleich gerade. Die Quest wäre natürlich jetzt noch gäbig, oder ich würde jetzt noch etwas verkaufen, aber ich habe einfach nicht so viel da, wo ich jetzt kann sagen, es gibt viel Geld, oder ich brauche das eigentlich selber im Moment. Ich würde lieber alle Geduld haben und warte einfach. Gut, was wir noch machen können, ist dann natürlich die Häuser noch ein bisschen rauf. Da steigt die Bilanz noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr Häuser. Ja, nicht gerne Kaffee, merci. Saufe ich nicht. So. Oh, ja, es gerne, aber ich verliere das nicht. Ganz einfach. Da, jetzt. Die Bilanz ist jetzt extrem aufgestiegen. Ja, die kackköniglichen Steuern sind natürlich auch drin.
Aber da kann man nichts dagegen machen, nach wie vor. So, ihr seid ja auch wieder sehr zufrieden. Und jetzt habe ich endlich genug Geld. Aber zu wenig Bretter. He? Ich will jetzt natürlich so viel bauen haben. Wie lange geht das noch? 10 Minuten, weil jetzt muss ich aufpassen wegen der Zufriedenheit. So, jetzt müssen wir das anlassen und schauen, ob wir noch genug Geld generieren. Ja, das läuft immer noch recht gut und jetzt kann ich dann gerade endgültig sagen, mal, jetzt ist gut, jetzt haben wir endlich Konserven gemacht. Ich sage dem sogar noch schnell ein bisschen mehr. So, jetzt können wir das noch wieder auf 0 setzen. Jetzt haben wir ja genug Material gehabt. Das Leben eines Bauern mag bescheiden sein, aber grüne Weiden und feuchter Dunst von den Auen, das ist so zauberhaft. Jetzt ist das alles wieder runter, damit natürlich die Zufriedenheit wieder hoch bleibt. Und dann nicht Probleme bekommen mit den Bewohnern. Das lassen wir einigermaßen also mal stehen. Mhm. Knapp. Die Feierlichkeiten sind beendet. Eigentlich verheben. Jo, die sind jetzt fertig, ich weiss. Da könnte ich dann später das bauen. Und dann hat sich's das. Und tada! Kommst du etwa da? Jawohl, das ist ausreichend. Gehen wir noch eins Dazu sind wir doch hier. schauen. Jetzt weiss ich natürlich Nähmaschinen. Ja. Wieder zu wenig Geld, das würde jetzt ewig mal reingehen. Und zu wenig Arbeitskräfte. Von allem anderen weiss ich natürlich nicht, ob es ausreicht, aber ja. Und dann bräuchte ich noch Pelzmäntel und Universitäten, dann könnt ihr schon von Ingenieuren aufsteigen. Aber ja, also, ich glaube, das reicht mal für heute. Ich glaube, wir sind recht schnell vorwärts gekommen. Für noch weiter braucht es jetzt einfach zu viel Zeit, bis ich die 12'000 habe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.